Das Ziel wäre, Staatsfinanzen an den Equilibre zu bringen, dafür das Tripartit angerufen gehen. Tripartit wird gescheitert, dann tue ich schon 4 Redner von mir gesagt. Die Regierung braucht nicht weit bei den anderen oder Schuld zwischen zu gehen, sie kann das alles bei sich selber fangen, weil das ganz allein der Regierung hier schon. Ein Tripartit, der nicht präpariert war, wo keine Meinung, zumindest keine einstimmige Meinung an der Regierung war, alle Parteien von der Regierung hatten eine, und die einzelnen Ministerien hatten nach andere Meinungen. Wenn ein so zersplittert an Diskussionen rangeht, dann brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn das Resultat das ist, was man kennt. Wenn ihr wollt mit den Gewerkschaften in Akkord fahren, wenn ihr wollt mit dem Patronat in Akkord fahren, dann ist es nicht schlecht, wenn der Premier am Vierfeld sich gibt, wie das in der Vergangenheit der Fall war, mit den Seiten zusammensetzen, diskutieren, und dann mit der Regierung diskutieren und dann Propos um den Tisch bringen, mit der Titan also nebenbei am Hauruck-Verfahren unpräpariert, uneins an der Regierung kommt. Und dafür kommt nun eben kein Resultat raus. Konsequenz ist, dass die Regierung von der Tripartit auf Bipartit umgeschwankt ist und dann hat die Gewerkschaften einen Akkord getroffen. Für den Index, wenn ein Tranche soll da fallen, dass die nächste nicht kind für den 1. Oktober 2011 erfahren. An der letzten Finanzkommission, wie die Stadtdeck da war, und die heißt gut, dass laut ihrer Berechnungen am Prinzip am November 2011 die Indextranche erfallen und dann am Prinzip am Dezember 2011 ausbezahlt gehen. Wann das sollte der Fall sein, dann ist das natürlich ganz schön Verhandlungsresultat, weil ihr seht, es darf kein für den 1. Oktober erfahren. Mit dafür wird die Regierung an einem Akkord, und das haben wir auch begrüßt, für die Krisensteuer von 0,8%, die schlimmen Oktober 2011 limitieren, an nicht 2012. Mit das Gesetz, was wir letzte Woche gestimmt haben, da steht auch nicht dran, dass die Krisensteuer nicht mehr für 2011 zählen, da steht dran für 2011 und 2012. Wir werden mit den Gewerkschaften einen einseitigen Akkord treffen. An der anderen Seite, die andere Seite von den Sozialpartner Patronat, die geht das dann über die Presse gewohnt. Das möchte ich nicht mit einem Partner, ob Patron oder Gewerkschaften. Das ist ein krasser weiterer Fehler von dieser Regierung, ihrer Verhandlungsstrategie, für einseitig mit einem Sozialpartner so Decisionen zu holen, an den anderen Partner das über die Presse zu kommen zu lassen. Ich würde aber über Europa. Wir haben den Verdacht, aber wir gehen mehr davon bestätigt an unseren Überlegungen, dass Europa von der Gunst, von der Stunde, von der Finanzkrise profitiert, für nach mehr Nationalpouvoiren nach Brüssel zu transferieren. Nationalstaaten, Parlamente gehen so los aber sicher in der Tutelle von der Europäischen Kommission gestanden. Da kommen natürlich Politiker, die sich mehr werden über Brüssel abregen, wenn dort Decisionen kommen, vergessen dann aber zu sagen, dass am Vierfall sie als Nationalparlamente Brüssel de Pouvoir durchgehen haben. Die Nationalparlamente fällt dann auch just trotzdem, die auf europäischem Niveau festgelegten Eckwerte durchzusetzen. Sozialaufbau, respektive Steuererhebung, aber auch hier muss ich nicht vorstellen, aufgrund von unserer Verfassung, ob die Welt möglich ist, dass Lützeburg kann so Souveränitätsrechte in Europa aufgehen. Da der ist dagegen, für weitere Souveränitätsrechte in Europa aufzutreten. Europa ist in dem Sinn ein Gefahr für unsere nationale Identität, Souveränität ja ein Gefahr für ein soziales System. Europa-System. Herr Präsident, wenn ich so in Europa ist ein Gefahr für ein soziales System, so hat den 31. August der Präsident von der Europäischen Zentralbank, den Herr Jean-Claude Trichet, an einer Sitzung von der Finanzminister von der Eurozone am Zusammenhang vom Lützeburger Indexsystem gesagt, la fin de ce système s'impose. Das heißt, der Herr Trichet tritt dafür an, dass das Indexsystem als Lützeburg nicht aufgeschafft wird.
Ich habe in einer Question parlamentaire als ein Premier eine Frage gestellt, ob der Lützeburger Premier der selbst der Meinung wie der Präsident von der Zentralbank, den Herr Trichet. Den Herr Juncker hat versucht, das zu klären und zu erklären, und hat besser rundherum geschrieben, er schreibt dann, die Regierung hat nicht völlig die automatische Indexierung von den Löhnen aufzuschaffen, wir geben mit den Sozialpartnern über eine Modulation von der Indexierung von den Löhnen verhandeln, am Fall, wo die Inflation zu Lützeburg riskieren geht, mehr hoch zu bleiben, wie bei Eisenopel Ländern. Sie, also die Regierung, kann auch nicht vom Eurogruppe dazu gezwungen gehen. Der 15. Oktober hat Herr Juncker als Präsident vom Eurogruppe dem Staatsminister von Lützeburg, dem Jean-Claude Juncker, einen Brief geschrieben. Den Herr Frieden hat gestern den Brief ernimmt, und den Herr Lucien Thiel hat den Brief auch ernimmt. Und den Herr Lucien Thiel sagt, ich zitiere ihn wortwörtlich, der Brief als begleitet von guten Vorschlägen. Was sind dann aus der A von der CSV die guten Vorschläge, die der Präsident von der Eurogruppe, den Herr Juncker, dem Lützeburger Staatsminister Jean-Claude Juncker, mitgeteilt hat? Da steht dran, für die Lohnkosten auf das Niveau von den Hauptkonkurrenten zu bringen, muss als Priorität das System vom automatischen Index suspendiert werden. Weiter heißt es wichtig, ganz schnell Maßnahmen zu holen, die Zufangsgehälter am öffentlichen Dienst hochsetzen, Kosten vom Chômage hochsetzen, den Todremplacement bei den Pensionen hochsetzen, den effektiven Alter von Salarien an Pensionen herabsetzen und unter anderem dadurch, dass Kotisationen für die Präretraite verschärft gehen. Zusätzlich müssen die Kosten von den Krankenkassen gedrückt gehen. Das ist der Brief, Herr Präsident, den der Präsident vom Eurogruppe Jean-Claude Juncker, dem Lützeburger Premier Jean-Claude Juncker geschrieben hat, auch von denen den Herr Thiel gesagt hat, eine Reihe von guten Ideen wären an dem Brief dran. Herr Präsident, wenn wir als Sorge machen über das, was für Brüssel ob uns zukommt, aber das für eine Sozialpolitik zu bedeuten hat, so haben wir das nicht mehr spät wie heute konfirmiert kriegt. Wenn der Haut am Lützeburger Wort auf der Seite 65 auf der Wirtschaftsseite guckt, da steht ein Artikel mit dem Titel von Herrn Juncker, harsche Kritik an Merkel, ihr wird teure bei uns für Judith Feldrop angehen. Mit zum Schluss von dem Artikel, da steht eine ganz interessante Mitteilung vom deutschen Finanzminister, dem Herrn Wolfgang Schäuble. Ich zitiere, und dann höre ich einen Artikel, für das nicht mehr sehe, ich gehe etwas Falsches, halt zitieren. Für Spekulationen sorgen auch Überlegungen vom Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, der als denkbare Folge der Eurokrise auf eine langfristige Entwicklung der EU zu einer politischen Union mit einer viel stärkeren Integration hingewiesen hatte. In dem Fall müssten nationale Parlamente ihr Budgetrecht an die EU abgeben. Bei einer heutigen Abstimmung darüber käme zwar eine Ablehnung, hätte Herr Schäuble im Interview kürzlich gesagt, also wenn Hautgewurf die Ablehnung kommt, wenn Sie uns aber einige Monate geben, um daran zu arbeiten, wenn Sie uns auch die Hoffnung geben, dass andere EU-Staaten dem zustimmen, dann sehe ich eine Chance dafür. Du gesagt also, was klar die Absicht ist, die Nationalparlamente sollen hier Privatbudget aufstellen und Brüssel aufgeben. Ein anderes Beispiel, Herr Präsident, wie mit der Salamitaktik Europa vis-à-vis von unserem Land vorgeht, als Bankgeheimnis. Was Stück für Stück geopfert wird. Das ist zu feiern umgegangen und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Aber auch das vor, als der Prozess weitergegangen, für einen Teil in den Informationsaustausch gefallen ist, denn Herr Frieden hat von 3 von 5 Kategorien geschwärzt, an der Presse kann ich lesen von 5 von R, für also vielleicht noch gut, dass den Enkel gibt,
an der Finanzkommission darüber am Detail diskutieren. Mir okay, wenn wir ein Stück vom Bankgeheimnis abgehen, dann möchte Herr Finanzminister 3 aussuchen. Die erste, das wir haben unserem durchgesagt, wir haben alles gerettet. Die zweite, dass wir alles behalten, was wir wollten. Und die dritte, das wäre ein guter Tag für Lützeburg an Finanzplatz. So geht es doch mit dem Bankgeheimnis heute zu Lützeburg, für den Herr Frieden fertig ist mit seinen Rettungen, dann ist nicht mehr zu retten, dann ist Glas Wasser, Eidel und Bankgeheimnis als fort. Das alles möglich fällt Politik über Kap von den Bürgern wegdezidiert. Und dafür treten wir auch dafür an, dass auch wichtige Fragen, die Politik soll sich dem Volk stellen über den Weg von dem Referendum. Sie wird an europäische Fragen, wenn wir Souveränitätsrechte aufgehen, sie wird auch Fragen von der Verfassungsreform oder auch wichtige Fragen wie zum Beispiel den Trump, soll Politik die Courage haben, für 4 Bürger zu gehen, eine Diskussion zu machen und dann auch die Leute darüber dezidieren zu lassen und noch die Decision, das Wahlresultat zu akzeptieren. Herr Präsident, wir haben eine Reihe von Propositionen gemacht, wie man mehr Transparenz an öffentliche Finanzen will kriegen, was ich brauche, das halt nicht mehr alles zu ernehmen, was wir gerne von Donnerien hätten. Wir hätten noch gerne, dass beim Staat soll man selber gespürt gehen. Für das Fonctionnement, wo am Anfang eine lächerliche Summe von 34 Millionen, was 0,3% vom Staatsbudget ausmacht. Wir sollen noch, dass also Staat nicht weiterführen, und das soll man ganz klar, wie das 2009, 2010, 2011 der Fall war, wo man am Schnitt kann so 1 Milliarde pro Jahr Defizit machen. Staatsfinanzen sind nicht gesund. An ein Land kann sich Staat, von allem ein Kleinland kann sich Staat nicht leisten. Wir müssen also dafür Erfolge machen für das Staatsbudget an den Equilibrium. Und dafür muss es für alle mal abhalten, mit der Weltverschwendung, die noch immer beim Staat ist. Da werden noch mal die Leute an der Verwaltung geschwätzt, die so engem, dass das nicht stimmen, was immer gesagt wird, dass sie giffen bremsen, die so das bei Eisen an nicht kommt, lebt am Prinzip nach genauso 4 wird immer 4 Drohnen gelaufen. Und noch die Abschränkung von der sogenannten Kredit non limitativ oder sans distinction d'exercice, das muss absolut reduziert gehen. Durch Forstung von den Subventionen an den Subsidien, die Reduzierung von der Publizitätskampagne von den Ministerien, die Entwicklungshilfe sie bei der Meinung sollte man für 0,7% limitieren, aber man sollte versichern, dass Geld prioritär der Lützeburger Betriebe zukommen. Durchschaffung vom Chancengleichheitsministerium, von mir der Meinung, das ist am Prinzip ein normal sind, dass das an allen Ministerien Gift gemäht und dürfen nicht demnächst neue Minister schaffen. Und da geht es nach einem Reich versprochen drüber, wie es der Zeit. Wir haben auch Prioritäten bei den Investitionen. Sämtliche Investitionen in Infrastrukturen müssen noch Prioritäten abgestaltet und zeitlich so realisiert gehen, dass sie den budgetären Möglichkeiten entsprechen. Zweckmäßigkeit muss Priorität tun, an nicht Prunkbauten. Haut wissen wir, warten die Prunkbauten, die die letzten Regierungen hier im Land abgerichtet haben, als Kasten, Wattensalz als Friedefondsement Kasten. Da wenn wir gehen gucken, was Zweckmäßigkeit von verschiedenen Gebäuden aus, dann ist das absolut kein Verhältnis zu dem, was investiert gehen aus. Es müssen auch Investitionen zurückgestaltet gehen, respektive gestraft gehen. Wir streichen, dass das nicht Neues. Den Trump, den Militärflieger, IGO, geben wir abhalten, nach weiter Gelder an etwas zu investieren, was immer defizitär ist und defizitär wird bleiben, und auch nicht an einem Verhältnis steht, was da investiert geht, als an der weiter investiert wird, zu dem, was den da kann raussetzen, Zustrecke von der Gärte finden. Und wir haben auch gegen eine Sanierung für den Heichöfen gestimmt, wenn wir der Meinung sind, auch das, also an diesen Zeiten nicht übrig für das. Andere Projekte wie die Autobahn Stengenfurt-Dietling, zurück gesagt, die Velodrom, ich brauche das, alles nicht zu holen.